Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Secret of Evermore auf Pelzig. So, jetzt gucken wir nochmal. Autsch. Da komme ich zum Schattenwald wieder runter. Und da müsste ich ja irgendwo auf der Treppe eigentlich diese tolle Energiequelle sehen. Warum schnüffelt sie eigentlich die ganze Zeit im Hintergrund? Furchtbar sowas. Da ist er. Genau, das ist die Energiequelle, nach der wir eigentlich in der Hauptquest suchen müssen. Jetzt kannst du mal aufhören. Kannst du dich mal im Ofen besuchen, du hässlicher Wicht. Mann, oh Meter. Also, hartnäckig sind diese ekelhafte Biester hier eigentlich schon. Und jetzt probieren wir es nochmal aus. Also, Geheimnis habe ich ja gelöst mit dem Oglin. Aber ich mag jetzt nochmal das andere Geheimnis. Es gibt auf jeden Fall noch einen Alchemist, den man hier im Wald finden kann. Und es gibt noch die Schilder, denen man folgen muss. Dann kommt man auch noch zu so einem Hexerhäuschen oder sowas in der Art. Und ach, dort gibt es noch ein Geheimnis abzustauber. So, Batsch, kaputt ist er. Okay, die Kobolde führen uns eigentlich schon hier auf der richtige Weg. Ich muss jetzt nur gucken, einfach mal genug rumirre, dass ich hier nochmal das Hexerheißel oder wo finde. Bis ich zur Wegbeschreibung komme. So. Nee, das ist eigentlich alles richtig, weil überall die Kobolde sind. Die sitzen nur noch überall drauf. Wo sind denn diese dämliche Schilder? Die dumm. Da ist eins. Sofort umkehren. Okay. Machen wir. Moment. Nochmal. Ich weiß nicht, wie das war. Aber ich probiere es jetzt einfach nochmal. Ich renne jetzt nochmal ein bisschen durch den Schattenwald und guck, was wir noch reisen können. Ja, vor allem mein Hund kann sehr viel reisen, merke ich. Also bitte nicht enttäuscht sein, wenn es jetzt Murks ist. Ich probiere es jetzt einfach nochmal Freestyle. Das war das Ding jetzt hier. Sofort umkehren. Gehe ich einfach nochmal hier runter. Damit ich hier jetzt in der Gegend weiterlaufen kann. Ich probiere es jetzt einfach nochmal so. Ich habe im Internet jetzt auch nichts dazu gefunden, was jetzt nochmal besonders hilfreich gewesen wäre. Von daher mache ich das jetzt einfach nochmal so. Noch gut dünke, könnte man sagen. So, rennen wir jetzt mal ein bisschen planlos durch den Schattenwald. Okay, das hat nichts gebracht. Vor allem bei meiner Orientierung bestimmt großartig, wie das Ergebnis sein wird. Eventuell schreie ich, eventuell weine ich. Das werden wir noch sehen. Das bleibt noch abzuwarten, was kommt. Auf jeden Fall sieht es nett aus, als wenn man irgendwo richtig. Ansonsten kann ich immer noch mit meiner Flügel hier abhauen. Und dann war es halt ein netter Versuch gewesen, aber nicht von Erfolg gekrönt. Schade dann. Ansonsten werde ich noch sagen, Moment, sofort umkehren, das hatten wir schon, ja. Das führt anscheinend wirklich nur ins Leere hier. Ach, geh fort. 100 Goldmünze, okay, kann ich auch gebrauchen. So, weil wir können auf jeden Fall nochmal in Gotika, also in Terrorfels, können wir auch nochmal beim Markt den Orakelknocher oder was das war, kaufen. Den können wir auf jeden Fall noch tauschen. So, aber ich mag das jetzt erstmal ein Weilchen probieren und gucke, wie weit ich komme. Einfach nur so just for fun. Um zu gucken, wo ich hier rauskomme. Das scheint der richtige Weg nach wie vor zu sein aus dem Wald. Aber ich mag hier nicht der richtige Weg gehe. Ich mag hier nach wie vor hier in der Pampa rumirre. Dass ich auf die Hinweisschilder stoße. So, das ist wieder eine Sackgasse, okay. Immer weiter, immer weiter. Nicht beirren lassen, nicht stehen bleiben. Und um Himmels Willen nicht kämpfen. Da könnte man sonst wieder ewig tragen. Okay, das ist eine vollkommene Sackgasse. Ja, vollkommene Sackgasse. Hier geht's nirgends weiter. Wie war denn das? Mann, ich weiß nur, dass ich das früher alles gemacht habe. Und habe dann damals auch den Spieleberater dazu genutzt. Aber der fliegt jetzt wieder irgendwo rum. Ah, Mann. Ich glaube, der dürfte noch in der Verpackung drin sein vom Spiel, in der Originalverpackung. Aber ich mag den gerade nicht rauskramen und nochmal reingucken, weil... Ach, wie ist der Teufel? Es ist wieder umständlich, an das Zeitdraht zu kommen. Von daher ist Internet wesentlich praktischer. Meuchelhausen 5 Kilometer. Ja, aber in welche Richtung?
Wenn ihr es doch nur wisst, wo ist Meuchelhausen? Das klingt äußerst angenehm. Da wollte ich schon immer mal hier. Vor allem 5 Kilometer lang. Puh, da können wir wieder rennen wie noch was. Heidewitzka. Wenn ich nur den Alchemist treffe, bin ich ja absolut fröhlich. Aber ich glaube nicht mal, der Spaß wird mir gegönnt. Autsch. Dafür ist er jetzt geplatzt. Geschieden gerade recht, der Sau hier. Vergiftung lässt nach. Ach, du liebster Göttel. Nee, wisst ihr was? Wisst ihr was? Ich glaube, es ist klüger, das Ganze kurz zu machen. Das bringt nichts. Das bringt absolut nichts, wenn ich jetzt hier planlos durch die Gegend renne. Es tut mir leid. Ach, wenn mir von... ich glaube, gerade du warst das. Ach, wenn mir gesagt wird, ja, im Schattenwald und so weiter gibt es viele Sachen, du kannst ja nochmal zurückkehren. Ich habe es probiert und ich erachte das als sinnlos, dass ich das mache. Und ganz ehrlich zu sein, es tut mir wirklich leid. Ich erachte das als sinnlos, hier durch die Gegend zu flitzen und im Endeffekt gar nichts zu erreichen, wenn ich nur die ganze Zeit durch die Gegend irre und nichts rauskriege dabei. Dann gehen wir doch lieber dorthin, wo es sinnvoll ist und dann noch nochmal auf den Markt und dann holen wir nochmal das rechtliche Zeich, was man in alle Lachen mal nochmal die Schakalfigur kriegt, damit man Orakelknorre kriegen. Energieeinheit erhalten. Alles klar. Guck mal da nochmal rein. Der ist bestimmt bei Gegenständen aufgelistet. Da ist er. Energie. Unbekannte Funktion. Wer hätte es gedacht? Okay. Da geht's aber auch noch irgendwo rum. Ah, da ist noch so ein uriger alter Mann. Willkommen, Fremder. Ich krieg nicht oft Besuch hier ohne. Der Hadesritter schreckt alle Besucher ab. Ich hab hier Formel, die das sehr nützlich sei, Kind. Das Kraftfeld wehrt selbst die stärksten Angriffe ab. Kraftfeld. Aha. Dann könnte man ja eigentlich diese nervige, wie hieß's dann? Der Feuerball, Wir könnten Zauberperlen können wir Abfahrt machen. Und wie hieß denn jetzt diese Formel? Kraftfeld. Nee, das war's nicht. Wie hieß denn das Ding jetzt? Super Schild oder so hieß das Teil, oder? Super Sog, Energiesog, Flucht, Explosion, Hadesgranaten, Kraftfeld. Schützt den Held vor Attacken. Was ist das? Ich weiß schon gar nicht, wie welches war. Verdammt wohl. Ich mit meinem miese Gedächtnis hier. Ich glaube, das war's Kraftfeld. Ja, passt schon. Wunderbar. Zutaten würde ich doch sehr gern kaufen. Schmierfett vor allem. Du hast immer viel zu unterrepräsentiert mit dem Scheiß. Und sehr schön. Noch ein bisschen Eisenerz, ein bisschen Wachs, ein bisschen Kristalle. Kann nicht schade. Und recht rein in den Crewstreik steckt. Viel Glück, sei vorsichtig. Ah, jo. Oh Mist, jetzt fällt mir ein. Ich blödi. Hätte ich vorher der Orakelknoche geholt, hätte der noch eine zusätzliche Formel ausgespuckt, glaube ich. Scheiße. Ich hätte erst doch noch hingehen sollen, noch Terrorfels und hätte mir da noch der Orakelknoche holen sollen. Oder hätte der Kamerad hier 2 Formeln ausgespuckt. Wenn man so verwirrt im Kopf ist, sorry Leute, das ist wirklich Tinoe, falls du das auch gucken solltest, das ist mein Verpeilfaktor. In dem Spiel ist der verdammt hoch. Manometer, also bei Terranigma bin ich sehr viel geordneter an die Sache drangegangen. Da habe ich einen sehr viel größeren Plan gehabt und hier, oh Mann, hier ist wirklich Verpeilfaktor hoch 3. Meine Fresse. Und dieses lästige Hundegeschnüffel die ganze Zeit im Hintergrund. Als hätte man gleich jedes Mal so nassi Nas im Rücken. Urangenehm. So, Moment, jetzt sind wir wieder da. Manometer, also sorry Leute, wenn ich hier wirklich bei Secret of Evermore so viel Verpeilung habe. Es ist eigentlich echt nicht üblich. Ich glaube, man merkt mir dass ich das Spiel nicht sehr häufig gespielt habe und dass ich das genauso spiele, wie wenn ich blind spiele würde. Nur mit dem Unterschied, dass ich beim Blind wenigstens zugebe, dass ich nur Murks mache. Beziehungsweise, dass ich nicht wüsste, was Sache ist. Aber, oh Mann, wenn ich das schon ewig nicht mehr gespielt habe. Verplano hoch 3. Schlimm sowas. Okay. Jetzt gehen wir wenigstens noch ohne und machen das. Also sorry Tinoe, falls du das guckst und die Krise kriegst, während du mir zuguckst, beziehungsweise Yvonne, falls du es zuguckst und die Krise kriegst. Es tut mir echt leid, es ist nicht beabsichtigt, dass ich mich so ramdösig darstelle. Oh Mann, ich versuche es ja eigentlich immer nur im Gute zu machen. Und da passiert auch so ein Murks. Oh Mann.
Schlimm, schlimm, schlimm mit mir. Vor allem, wenn ich ja noch so Tage habe, wo ich total woanders bin mit dem Kopf. Nur glaube ich irgendwie, dass ich bei anderen Spielen wesentlich eher bei der Sache bin. Ich glaube, man merkt mir auch, dass ich auch nicht so der Riese-Fan von Secret of Evermore bin. Es gehört auf jeden Fall dazu. Ich habe es auch gern gespielt als Kind. So ist ja nett. So, da haben wir es mit dem Orakelknorr, genau. Schakalstatue und Juwel des Skarabäus. So, jetzt habe ich das Ding. Ach, sehr schön. Und was sagst du, Oma? Mag jetzt ein bisschen Claire, es gibt aber viele Sachen zu finden. Okay, die sagt mir jetzt nichts Besonderes mehr. Aber ja, wie gesagt, es war ein Teil von meiner Kindheit, gerade weil ich das Ding 1996 zum Geburtstag geschenkt gekriegt habe, zum 8. Und es war auf jeden Fall ein wichtiges Spiel für mich. Ich habe es gern gespielt und bei uns war es in der Grundschule immer so, wenn man so ein Spiel gehabt hat und man hat es gespielt und die Kumpels waren nicht so gegen, da hat man immer am nächsten Tag so Bericht. Was habe ich gemacht, wie weit bin ich gekommen, was ist passiert in der Story und so weiter und so fort und hat es ja immer versucht in so eine spannende Geschichtsform zu machen, dass es dann heißt, ja, der Junge ist dann dort gelandet und hat dann dort gegen Cell und jene Monster gekämpft und auf dem Weg haben sich ihm Cell und jener in den Weg gestellt und dann gab es noch der Zwischenboss XY und so weiter und so fort. Die Dialoge versucht sich auswendig zu merken, damit man die so mit verschiedenen Stimmen schildern kann. Also es war schon geil früher bei den Spielen, wenn man seine Kumpels zuvor berichtet hat, wie man so weitergekommen ist, als die das letzte Mal dabei waren. Und ja, ich habe auch täglich an dem Spiel dann gezockt. Das war dann täglich so eine Stunde oder was, wo ich dann gespielt habe. Und am Wochenende bin ich immer morgens bin ich morgens als Kind immer früh aufgewacht. Da habe ich immer die frühe Morgenstunde noch genutzt, wenn ich so um 6 Uhr oder so aufgewacht bin. Gott, hätte ich mich dafür schlache, um 6 Uhr aufzustehen. Freiwillig. Auf jeden Fall, wenn ich so um 6 Uhr aufgestanden bin, habe ich mich dann immer noch an meinen Fernseher geguckt, den ich so gehabt habe. Habe noch so eine Nintendo-Kassette eingelegt und habe dann immer noch ein Stündchen oder 2 gespielt. Oder manchmal auch 3, wenn möglich. Und ja, so war das. So war das früher. Und gerade Secret of Evermore war so eins von den Spielen, was ich als Kind sehr begeistert gespielt habe. Wenn ich jetzt als Erwachsener merke, dass die Begeisterung eigentlich sich in Grenze hält, weil es wesentlich bessere Super Nintendo Spiele gibt. Fremder reiste nach Asitopia, allerdings. Und Secret of Evermore ist schon ein cooles Spiel. Aber im Vergleich zu der Entscheidungsfreiheit und zu der Open World und so weiter, die viele andere Spiele bieten, ist es doch einfach nur ein netter kleiner Action-Abstecher, würde ich sagen, im Vergleich zu den anderen Spielen. Vor allem, weil das ja eher so ein amerikanisches Super Nintendo RPG ist, während Secret of Mana und Terranigma und Illusion of Time JRPGs sind. Und man merkt echte Unterschied. Kosmokraft wird dagegen Edgar sehr behilflich sei. Okay. Held attackiert mit Kosmokraft. So ist es also. Ja, Schützt Held vor Attacken, ist gar nicht mal so verkehrt. Machen wir mal den Feuerball weg und stattdessen die Kosmokraft 3. Sehr schön. Für die Formel brauchst Eisenerz und Kristall. Wenn ich sah, wer der nächste Schlag ein Volltreffer wäre. Machst du Spiel schon speichere? Aber natürlich, Herr Professor. Haben wir gerade jetzt hier wieder im Laboratorium. Tschüss. Okay. Ah ja, das war nochmal der Händlermodus, genau. Jetzt wüsste ich noch ganz gern, wie ich zum Edgar seinem Versteck rüberkomme. Und so viel Kreditkarte habe ich jetzt aber leider auch nicht, dass ich den ganzen Superkram hier kaufen könnte. Ah, es ist schwierig. Edgar hält sich in einem Raum im Zentrum von Asitopia auf. Du kannst ihn nur mit der Energieeinheit erreichen. Begib dich dort hier, wo Gallersteins Raket geparkt hast und aktiviere den Teleporter. Okay. Viel Glück, Ackermann. Da hier, wo ich Gallensteins Rakete geparkt habe. Okay. Ein aktivierter Teleporter. Ob man das hier kriegen? Gucken wir nochmal. Ich glaube, ich kann mit dem Hund hier rennen. Das war dort, ne? So, Teleporter aktiviere. Wie kriege ich denn das hier? Puh, das ist jetzt aber schon ein bisschen happig. Komme ich denn dort hier? Okay, da komme ich durch. Da komme ich nicht entlang. Da geht nur links. Und dann von dort aus runter geht auch nicht. Aktiviert den Teleporter. Ja, du bist auch ein lustiger Kerl.
wenn ich es alles mal wüsste, wenn ich das alles mal wüsste, wie das ging, hätten wir es alle viel leichter. Autsch! Moment mal. Gallersteins Rakete. Hallo, ich mag hier durch. Gerade mal gucken. Gucken wir da nochmal durch. So, A3. Gucken wir nochmal. Ach ja, okay, das war wieder dort. Und aktiviere den Teleporter. Wie war denn das nochmal? Beim Igor Seltsam war jetzt nichts mehr, was ich drücke gekannt habe. Dort, wo ich Gallensteins Rakete geparkt habe. Und aktiviere den Teleporter. Ja, dann müssten wir eigentlich da hier, oder? Zu B3 müssten wir, okay. Dazu müssen wir erstmal hier rum. Und dann da runter. Okay, ich glaube, ich hab's. Ackermann, wo bist du? So. Da und dann da runter. So. Und dann dort hier. So. Und... Nee, immer noch einer runter. So, da nicht. Sondern da lang. So, dann müssen wir da... Guck mal, Moment. Irgendwas stimmt hier nicht. Da ist was. Ja, genau. Da müssen wir hier. Aber wie kommen wir dort hier? Das ist die Frage. Komplett zwickt. So. Probieren wir es mal da. C2. Was auch immer ich jetzt hier bewirkt habe. Aktiviere den Teleporter. Oh. Nee. Weiter hier das Zeug. Ansonsten habe ich ein Problem beim Heizraum nebendran. Wie kriege ich dann den Teleporter aktiviert? Also. Wo ich hin muss, ist ja offensichtlich hier. Das ist so ein ganz einsames Ding hier in der Prärie. Aber wie komme ich dort hin? Muss ich vielleicht dort hier? Gerade mal ausprobieren. Und, rein mit dir. Komme ich da nicht hier? Das ist C3. Da müsste ich eigentlich schon gewesen sein. Warte mal, halte mal die Gaula. Probieren wir jetzt nochmal. Nee, da komme ich nicht durch. Blöd. Nochmal. Eventuell dort. Vielleicht geht's so besser. Nö. Das will er auch nicht. Okay. Echt blöd. Echt blöd. Okay, der Ackermann ist so geparkt. Da müssen wir rein. Wenn ich jetzt noch wüsste, wie es da hier geht. Wenn ich das noch wüsste. Das ist die D1. Dann gehen wir nochmal zu C1 rüber, ne? So, Ackermann, komm hoch. C1, ansonsten hatten wir nur noch B1, da ist aber nix. Und A1, da kommen wir ursprünglich her. Das bringt uns wenig. Da müssen wir hier zu der C1 erst einmal. Probiere ich es mal hier. So, wo bist du denn, Kerler? Okay, du bist. Sehr schön. Probieren wir es jetzt mal bei C1 und gucken, was dabei rauskommt. Meine Fresse. Okay, dann sind wir wieder dort. Autsch. Autsch, deswegen war es ganz gut, dass ich die Lüftung A gemacht habe, beziehungsweise A gelost habe. Sonst würden wir da sehr viel schwieriger durchkommen. Da können wir nichts machen. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich lang muss. Ich weiß nicht mehr, wie das war. Jetzt sind wir wieder bei D1. Gucken wir wohl, wie wir das hier kriegen. So, da ist Gallensteins Rakete gelandet. Und benutzt den Teleporter. Okay, das ist D2. Da kommt man nicht hier. Nee, geht nicht. Wie sieht es denn hier aus bei D3? Ackermann, probieren wir es mal. Oh Mann. Das ist jetzt gerade echt so ein bisschen russisch Roulette gespielt. Nochmal hier gucken. Kontrollraum ist wieder ausgemacht. Okay. Blau, Rot, Grün war es, glaube ich, ne? Genau, dann kriege ich den Schampel weg. Dann, wie war es dann hier? Treibhaus. Jetzt können wir die ganze Scheiße eigentlich auch wieder arm machen. Auf der anderen Seite, Lagerhalle. Uninteressant, nee. Eigentlich uninteressant. Aktiviere den Teleporter. Da kommen wir wieder nur runter zu dem Geheimraum. Wie war denn das nochmal? Ich habe keine Ahnung mehr.
Scheiße, wenn man so ein mieses Gedächtnis hat für so ein Spiel. Okay. Jetzt gucken wir hier nochmal. D4. Was war D4 nochmal? D4 und C4. Oder von hier aus die C3. Na gut, probieren wir nochmal die C3. Und... Autsch. Wie war dann das? Meine Fresse. Das ist schwierig für mich mittlerweile. Sowas wieder zu rekonstruieren. Da war nix. Da komme ich nicht durch. Und da ist wieder was. Okay. Schwierig. Schwierig gerade. Oder war es hier? Moment. Gerade mal was ausprobieren. Ob ich da durchkomme. Nee, da komme ich nicht durch. Okay. Ich habe schon gedacht. Aber denke sollte ich wohl besser nicht. Das ist offensichtlich nur schädlich, wenn ich denke. Meine Fresse. Ist schon schlimm, wenn man Pech beim Denken hat. Oh, Mann, Mann, Mann. So. Jetzt probieren wir es nochmal über die C4. Na. Ja, wenn du jetzt nochmal runterkämst, wäre alles wunderbar. Wo bist du dann, Kerl? Ach du Scheiße. Der steckt ja echt noch am Arsch der Welt, der Typ. Okay. So, komm her. Ups. Aber wenigstens macht er jetzt nur noch ganz wenig Schade. So, wunderbar. Apropos Schade und so. Heilen wir uns auf jeden Fall mal wieder hoch. So nebenbei mal. Okay, C4. Das war da wieder der Kontrollraum, genau. Oh, yes, das erleid. Yes, das erleid. Ihr war der Teleporter. Ach, Momente mal. Momente mal, bin ich eigentlich saudumm oder einfach nur blöd? Moment, da muss ich jetzt einfach nochmal zum Igor Seltsam durch. Lass mich doch durch, Kerl. Wenn ich da mal durch dürft. So. Level Wash erreicht Level 31. Sehr schön. Und ich krieg nochmal 1000 Kreditkarte. Momente mal, bin ich eigentlich saudumm? Ich glaube, ich muss einfach nur wieder zurück zum Dr. Seltsam und muss bei dem einfach nur wieder den Knopf drücken und dann wieder durch den Schalter durch, wo ich durchgeschluppt bin, um zum Raumschiff zu gelangen. Ich glaube, was anderes ist es nicht, oder? Weil alles andere habe ich ja erforscht. Oh, es ist etwas kompliziert für mich gerade wieder. Ich hasse das, wenn ich Pech beim Denken habe. So, haut drauf. Und, ouch. So, nochmal drauf. Und, gib ihm, Hund. Los, gib ihm. Das müsste gewesen sein, jawohl. Jetzt sind wir zum Dr. Strange. Und dann... Okay, probieren wir das jetzt nochmal. So. Müsste doch einfach sein, oder? Ich hoffe es zumindest. Ansonsten kommen wir jetzt wahrscheinlich wieder ins Raumschiff rein, ne? Was Schlimmeres kann nicht passieren. Okay, ja, scheiße. Scheiße war's. Das hat nicht so geklappt wie gedacht. Und ich habe anscheinend wirklich Pech beim Denken. Ich sollte noch mal gucken, wie es richtig läuft. Oh Mann, ist das peinlich. Sorry, das war echt eine einzige vergeudete Episode. Bis auf der Orakelknoche und das Energiefeld war das echt Verschwendung. Meine Fresse. Gucken wir gerade mal. Wenn wir jetzt schon hier sind, da können wir nichts dran machen. Und mit dem Doktor könnten wir auch noch mal sprechen. Wow, meine Fresse, wie ich sehe, hast du einer von den Hösendösens. Ich hab gehört, dass die Energie schnell verlieren. Natürlich bin ich kein Experte. Machst du da eine Kafe? Ja, komm. Bisschen können wir auch noch von dem Schampel eine Kafe. Okay,
Ansonsten, nee, Blödsinn. Das lassen wir mal gut sein. Okay, der bringt uns nicht weiter. Und dann würde ich ganz gerne einfach wieder noch Acitopia. Oh Mann, und wenn ich dort bin, mache ich erst einmal einen Cut, ihr liebe Leute. Und wir sehen uns dann morgen wieder zu Let's Play Secret of Evermore auf Pelzig. Das mal hoffentlich richtig. Mann, ich schäme mich richtig hier. Schäme mich wie ein Bettsecher. Also machen's gut und bis morgen dann. Ayan. So, damit der Hund Ruhe gibt. Ayan Yankee.